Schätzungen zufolge liegt die Zahl der Gefallenen dieses Krieges in den ersten 24 Stunden bei, oh mein Gott, 6000? Ist das ein Tippfehler? Etwa 90% davon sind Verluste des Feindes. Das bedeutet, auf unserer Seite sind es weniger als 1000 Mann. Weniger als 1000? Bei Ihnen klingt das, als sei das was Gutes. Die Lage ist kompliziert. Unser Säbelrasseln hat die Koreaner in Panik versetzt. Es ist ein Präventivschlag. Unseren Informationen zufolge haben sie die Rakete nicht absichtlich gestartet. Bis wir Beweise haben, ist Seoul im Fadenkreuz. Wie stehen denn die Chancen, dass wir die Stadt halten können? Nun, bis jetzt ist noch keines der Strategiepapiere davon ausgegangen, dass wir die Stadt ohne atomare Waffen werden halten können. Und jeder weiß, was deren Einsatz bedeutet. Es ist jetzt bereits 38 Stunden her, dass die nordkoreanische Armee den Entschluss gefasst hat, die koreanische Halbinsel in einen Krieg zu stürzen. Wir wissen seit knapp 50 Jahren, dass ihr Primärziel darin bestehen wird, Seoul innerhalb der ersten 72 Stunden einzunehmen. So wie es aussieht, sind die Jungs verrückt genug, genau das auch zu versuchen. Zusammen mit der südkoreanischen Armee haben US-Verbände damit begonnen, an ausgewählten Grenzabschnitten den geordneten Rückzug anzutreten, um so einzelne nordkoreanische Divisionen entlang speziell dafür vorgesehener Korridore ins Land vorrücken zu lassen. Vor 6 Stunden ist eine der nordkoreanischen Divisionen in Seoul angelangt. Sie haben es anscheinend auf wichtige Gebäude Seouls abgesehen. Zu ihren potenziellen Zielen zählt ausgerechnet auch die Telekommunikationsvermittlung, über die der Angriff auf die Walsh ausgeführt wurde. Wenn die nordkoreanische Armee die Daten dieser Vermittlung in die Finger bekommt, wird es Nordkorea damit möglicherweise gelingen, den Einmarsch zu rechtfertigen und das Land so dauerhaft zu besetzen. Wir müssen an die Informationen dort gelangen, bevor es die Nordkoreaner tun. Der Computer... Willkommen im Drei-Staaten-Krieg, Fischer. Die Front ist mittlerweile an dir vorbeigezogen. Du solltest dich aber auf Schießereien zwischen versprengten Einheiten einstellen. Auf welcher Seite kämpfe ich eigentlich? Auf deiner eigenen. Du gehörst keiner regulären Einheit an. Jeder, der dich sieht, wird dich angreifen. Also jeder, der uns sieht, wird auf uns schießen. Das ist natürlich nicht so schön. Und wo sind wir eigentlich? In einem Kinderzimmer? Wie kommen wir denn da rein? Und wir haben schon gehört, wir sind mitten im Krieg. Ja, da schaut nach Krieg aus. Es gibt keine Alarmsysteme, um die du dir Sorgen machen müsstest. Aber jeder, dem du begegnen wirst, ist angesichts der aktuellen Lage sowieso schon alarmiert. Ich werde aufpassen. So, pass auf, wo sind eigentlich unsere Ziele? Suchen und bergen Sie den Datenträger aus der nationalen Datentransferstelle. Also wir sollen einen Datenträger suchen, weil der von Wichtigkeit ist. So, haben wir denn da Gegner? Schaut nicht so aus. Und ich glaube, wir müssen irgendwie da hinten. Moment einmal. Fischer, wichtiges Missionsupdate. In deiner Nähe befinden sich weitere Teams im Einsatz. Splinter Cell? Splinter Cell in Ausbildung. Sie sollten jemand dort rausholen, aber ihr Ziel wurde von Spezialeinheiten der Nordkoreaner an einen anderen Ort gebracht. Soll ich jetzt die Zielperson für unsere Jungs da rausholen? Nein, du sollst ein Mitglied der Spezialeinheiten verhören, um herauszufinden, wo sie ihn hingebracht haben. Okay. Wenn du diese Typen tötest, bevor du mit ihnen geredet hast, ziehe ich dich ab. Ach so, Moment, wir haben neue Ziele. Verhören Sie ein Mitglied der Spezialeinheiten, um herauszufinden, wo Jung sich aufhält. Also Lambert hat uns erzählt, dass noch andere Splinter Cell Einheiten unterwegs sind. Also welche in Ausbildung. Und wir sind über diese Linie nach Süden. Sind das die schon? Wir sind jetzt... Ich weiß genau, wo wir sind. Ich habe schließlich auf die Karte gesehen, während du gefahren bist. Na, sehr genau scheinst du die Karte aber nicht im Auge behalten zu haben, was? Okay, gut. Mir reicht's. Wenn du zu wissen glaubst, wo wir sind,
Dann übernimmst du halt das Navigieren. Ich gehe jetzt mal pinkeln. Verlauf dich bloß nicht dabei. Ach, leck mich. Moment, den schnappen wir uns gleich. So, seht ihr das? Der geht nicht mehr zum Sucher. Wenn du leise bist, bleibst du vielleicht am Leben. Wer sind Sie? Ruhe. Lambert, ich habe einen. Gut gemacht, Fischer. Ich werde dich direkt weiter verbinden. Moment. Schön ruhig bleiben. Das dauert nur 1 Minute. Okay, gut. In Ordnung, Fischer. Leg los. Ich habe hier jemanden, der mit euch sprechen möchte. Verstanden. Fragen Sie ihn, wo Sie Young hingebracht haben. Wo habt ihr Young hingebracht? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Er weiß es nicht. Soll ich ihn umlegen? Negativ, negativ. Okay. Sie sagen, dass ich dich umlegen soll. Also? Hey, Moment. Okay, Young. Wir haben ihn in das Internetcafé beim Fischmarkt am Fluss gebracht. War es das, was ihr wissen wolltet, Jungs? Bestätigt. Danke sehr, Sir. Wir schulden Ihnen was. Willkommen im Team. Was wollen Sie jetzt tun? Wo ist jetzt dumm, echt? Ich hau dir jetzt über den Haufen. Willst du mir nicht mal verraten, was hier gespielt wird? Sorry, Fischer. Du wirst langsam zu alt für diese Art von Job. Hör nicht auf Graham. Wenn es nach ihr ginge, müsstest du jedem deiner Männer ein paar Windeln zu seiner Ausrüstung legen. Und wenn es nach dir ginge, wären es Windeln für inkontinente Greise. Oh, oh. Das tat weh. Ja, den zweiten hier nochmal gerade umgelegt. Weil der irgendwie da in unsere Richtung gekommen ist. Und die haben irgendwas geredet von einem Fischmarkt und von einem Internetcafé. Oh, da ist es der Bomben. Ein Blinkgänger. Ah, da sehe ich was. Pass auf, ich steige mal da auf. Und können so das Tor überbrücken. Sam, eine Predator-Drohne hat im Bereich vor dir soeben ein mobiles Kommandozentrum geortet. Versuch es anzuzapfen. Ihr wollt nicht, dass ich es ausschalte? Nein, das hätten wir auch mit der Drohne machen können. Was, eine Predator-Drohne? Was ist denn das? Ach so, da hinten ist einer. Da schleicht er umeinander. Vielleicht können wir noch locker. Ich dachte, ich hätte da drüben etwas gehört. Wir haben da schon mal auf die fertig gelockt. Müssen wir gerade noch überwältigen. Wo ist der? Ich glaube, wir haben... Ja, da haben wir einen verkehrten Knopf erwischt. Hey, was war das für ein Geräusch? Zudem waren wir zu langsam. Pass auf, wenn er unseren Rücken zudreht. Wir haben dich. Leg einfach die Waffe weg. Komm heraus. Los! Fahr zur Hölle! Fahr zur Hölle? Ihn verloren. Er ist einfach verschwunden. Ach, da ist noch einer. Jetzt ist aber ein Ruder um. So, was hat ihr gesagt? Ich muss mal anzapfen. Wo soll ich denn da anzapfen? Da schau her, was ist denn das da? Da gibt es eine Muni. Na, Granaten waren das.
So, da haben wir eine mobile Kommandozentrale. Gut gemacht, Sam. Die direkte Verbindung zum Kommandonetzwerk der Nordkoreaner ermöglicht es uns bestimmt, die eine oder andere wichtige Information aufzuschnappen. Ich bin immer froh, wenn ich helfen kann. Genau, pass auf. Da hat man dir, Monik, geht's da rein? Scheinbar schon. So, Licht machen wir aus. Da brennt's, oder? Ja, da brennt's und da brutzelt was. Können wir denn da irgendwie um? Indem wir an den Rohr entlang klettern. Ui, da. Moment mal, ich muss wieder in die andere Richtung. Da war einer. Ja, da ist Wurm erinnert. So, den Herrn hat es zerlegt. Und wir klettern jetzt einmal da um. Ich sehe gerade nichts. Meinst du, das reicht? Keine Ahnung. Du bist doch der Sprengstoffexperte. Was sagst du dazu? Wer quatscht denn da? Es reicht. Du schätzt, es reicht? Was ist, wenn es zu viel von dem Zeug ist? Oh. Ja, das Nachtsichtgerät muss ich jetzt ausschalten, weil sonst sehe ich nichts. Du Idiot. Wir hätten alles darin zerstören können. Was ist mit dem Licht hier los? Ach so, das ist wieder aufgefallen, dass das Licht aus ist. Da ist er. Leise. Oder ich werde dir wehtun müssen. Oh nein! Wie lautet euer Befehl? Wir sind hier, um dieses Gebäude zu sichern und die nationale Datentransferstelle Südkoreas anzuzapfen. Wonach sucht ihr? Soweit ich weiß, nach nichts Speziellem. Aber da Sie hier sind, suchen wir vermutlich nach derselben Sache. Ich muss wohl dafür sorgen, dass du niemandem von mir erzählst. Oh Gott, bitte töten Sie mich nicht. Tja, leider doch. Jetzt schaltet das Licht gleich. Das heißt, wir müssen den Verstärkung! beseitigen. So, also die Herren suchen auch noch irgendwas. Da geht's weiter. Was gibt's dann unten? Da sehe ich nichts mehr. Da schau her, was ist denn das? Ein Serverraum? Datenträger besorgen. Ach, ist er das? Gut. Schaff die Daten aufs Dach und übertrage sie an die EA6B. Warum kannst du sie denn nicht von hier aus auslesen? Es würde zu lange dauern, bis eine sichere Verbindung steht. Abgesehen davon könnten unsere nordkoreanischen Freunde die Daten ebenfalls empfangen. Und dann wäre diese Mission eine reine Zeitverschwendung gewesen. Ja, einen Datenträger haben wir und den müssen wir jetzt aufs Dach aufgetragen. Und glaub, von da aus müssen wir irgendwas senden. Oder übergeben, wie auch immer. Das war aber schon fast zu einfach, oder? Gerade da irgendwie einen Datenträger holen, der eigentlich ja im Grunde unbewacht ist. Die Sache hat da einen Haken, oder? Trotz allem, irgendwie ein schöner Anblick. Ja, es hat schon was Ergreifendes und Faszinierendes.
Flugabwehrfeuer mit Leuchtspurmunition am Abendhimmel zu betrachten. Wirklich, sehr schön. Na, auf jeden Fall besser als immer wieder. Warum ist das Licht aus? Warum das Licht aus ist? Weil ich gerade abgeschaut habe. Weil wir lichtscheu sind. Verdammt, wir haben Verlust. Allerdings, ich hab Verlust. Und zwar 2 Stück. So, sonst keiner mehr. Und die sind mit dem Fahrstück immer. Dann fahren wir mal wie irgendwie, war nicht aufs Dach, oder? Und weiter. Nächster Halt, oberste Etage. Holt ihr mich hier raus, nachdem ich die Daten übertragen habe? Genau so sieht's aus. Wenn das Zielgebiet gesichert ist, holen wir dich direkt vom Dach ab. Und wenn nicht? Fortsetzung folgt.